So, ich sitze hier mit Harris. Sitzt du? Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Cool. Schon mal eine coole erste Frage. Gefällt mir. Ich hatte so Umfragen gemacht, was die Leute halt von Fragen hatten, und ich habe dann die 10 besten rausgeschrieben. Hast du auch eigene Fragen? Ich habe auch eigene Fragen, die sind mit drunter gemischt. Wird es ein GBZ Oholika 4 geben? Nein. 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 Wieso? Weil wir immer gesagt haben, wir machen nur 3 Teile. Ja. Ja, Okay. wir haben gesagt, wir machen immer 3 Teile. Okay. Wir werden bestimmt Mucke noch machen, so ab und zu mal, aber kein GBZ Oholika mehr. Okay. Dann ist noch eine Frage, wird es ein zweites Lieblingsalbum geben? Ich glaube nicht, nein. Nein. Wieso das denn? Ist so. Bist du schon am Produzieren irgendwie für ein neues Album? Ja, bin ich. Ja. Was kannst du über das Album schon verraten? Es ist in Mache. Ja, ich mache das gerade, fange gerade an. Ich habe jetzt erst im Dezember angefangen, erstmal Beats und so, rote Faden und so. Ja. Es wird wahrscheinlich heißen, der Harris mein Hirte. Okay. Bei Dirty Harry war ja ein bisschen nicht aggressiver, aber anders als der Mann im Haus. Ja. Wärst du jetzt noch ein bisschen ruhiger? Nein. Nein, wird's wieder voll aufgedreht. Ja, auf jeden Geil. Fall. Wie bist du zum DJing gekommen? Ich bin damals aus Jamaika wiedergekommen, 95. Und ein guter Freund von mir, sein Vater hatte einen Club. Okay. Ich hatte nichts zu tun, bin immer wieder in den Club gegangen und mein Kumpel hat dann auch so sporadisch aufgelegt und ich habe ihm immer die Platten ausgesucht. Okay. Und sein Lehrmeister, DJ Van Tell, hat immer gesagt, so, ich habe ein voll gutes Händchen so für Songs aussuchen. Dann hat er sich halt irgendwann mal abends hingestellt und hat mir so beigebracht, wie man mixt und so. Das habe ich dann sehr schnell gut gekonnt und dann ging das bei mir so. Und durch das Auflegen bin ich zum Rappen gekommen eigentlich. Ach so, das heißt, du hast zuerst gedjed. Erst aufgelegt und im Club und so und dann durch dieses Auflegen, Mic nehmen und so, hey ho, 1, 2, put your hands in the air. Leute gekommen, krasse Stimme und so, du musst rappen, schreib mal einen Text. Ich so, nee. Hab's dann trotzdem gemacht und dann, ja. Wie ist dann der Kontakt mit Sido zustande gekommen? Sido hatte damals sein Album bei Beethovens aufgenommen und ich hatte damals mit Smallface, ein Teil von Beethovens, ein DJ-Team, was GBZ Baba Sounds hieß. Ja. Und so kam das. Smallface hat mich irgendwann abgeholt, dann saß Sido vorne drin und meinte, er würde gerne, dass ich auf seinem Album bin. So habe ich Sido kennengelernt. Ah, okay. Bist du einer der Vertreter, der wirklich so all die 4 Säulen des Hip-Hops nutzt? Also DJing, Rappen, Breakdance und Sprayen? Nee, also Breakdance und Sprayen. Breakdance habe ich früher als Kind gemacht. Kann natürlich so die üblichen Hip-Hop-Moves, also so ein Six-Step und ein bisschen Pop-Locking kann ich schon. Writen habe ich auch früher gemacht, aber nicht wirklich sprühen. Also ich habe nie ein Piece gemacht oder sowas. So. Ich habe dann mal so rumgetaggt, so bei uns Linie 1, aber nee. Eher rappen und DJen denn. Okay, du hast ja auch schon in Tatort mitgespielt und auch in einem Film. Würdest du das nochmal machen, wenn du ein Angebot bekommen würdest? Ja, habe ich auch schon wieder ein paar Mal gemacht. Okay. Habe gestern wieder ein Angebot bekommen für eine kleine Serie, die so in Berlin spielt. Also das mache ich auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt machen will oder so. Okay. Also ich lasse es so auf mich zukommen. Wenn du jetzt eine Rolle spielen möchtest, also was wäre so deine Traumrolle? Irgendwie so ein Psychopathen oder so? Eigentlich Komiker? egal, auf jeden Fall nicht so Stereotyp. Also jetzt nicht wirklich einen Rapper spielen oder einen DJ oder dieses typische Hip-Hop-Klischee, sondern schon versuchen, was zu spielen. Also ja, halt Herausforderungen, was zu haben. So. Okay. Nur ein Augenblick, das Lied, das ist ja schon ziemlich sozialkritisch, wenn man so sagen kann. Wie waren die Resonanzen da drauf? Überwiegend positiv eigentlich, auf jeden Fall. Da hat sich ja eine Menge bewegt. So. Ich war ja dann auch Botschafter für Integration und sowas. Ja, natürlich gab es auch Leute, die es nicht so verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Aber durchweg würde ich schon sagen, dass es positiv war, auf jeden Fall. Okay. Und dann noch, du hast mit vielen Leuten ja zusammengearbeitet schon. Was wäre so ein Wunsch-Feature für dich, mit dem du mal zusammenarbeiten möchtest? Ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt so
Also er kann auch schon tot sein, ne? Ja, klar. Also ein Beat von Dre wäre bestimmt mal ganz lustig so. Okay. Ja, es gibt so viele, mit denen man mal zusammenarbeiten wollen würde, so, aber ich würde auch so gerne ein Feature mit Ludacris machen zum Beispiel auch. Oder Okay. Snoop auch, bla. Bei den Deutschen wäre das... Mit wem habe ich noch nicht gearbeitet? Mit Fahrt habe ich zum Beispiel noch keinen Song gemacht. Mit Haftbefehl habe ich noch keinen Song gemacht. Ja, gibt's viele eigentlich so. So, das wär's dann vom Interview. Ich bedanke mich für das Interview. Cool.